Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Tutorial. Das Vanilla Minecraft Tutorial. Also für einen Obsidian Generator. Ihr fragt euch sicher, wie kann man Obsidian generieren? Es gibt ein Bug, Schrägstrich Feature mittlerweile, weil sie haben es irgendwie, ich weiß nicht wie viele Versionen nicht behoben. Und das geht so, man nimmt Redstone, leitet es neben einem Wasser, wo so gegen fließt quasi, so drauf vorbei fließt. Und wenn dann Lava von oben drauf kommt, verwandelt sich das Redstone in Obsidian. Und also das Redstone verschwindet und ein Obsidian-Block ist da. Und das ist quasi automatische Maschine, dass man nur Redstone an tun, Obsidian mine Redstone, Obsidian mine Redstone, Obsidian. Und wenn man den Knopf drückt, kommt Lava runter und verwandelt alles in Obsidian. Das ist ja eigentlich noch nicht ein Tutorial wert, das vielleicht schon ein bisschen, aber noch nicht so ganz. Ich habe gedacht, was passiert jetzt, wenn man zum Beispiel nur 2 Redstone hat? Dann kann man die Maschine nicht benutzen, oder man füllt einfach das hier mit Dirt oder was auch immer und hofft darauf, dass es funktioniert. Oder man macht es wie ich, gescheit, macht eine Maschine, wo das hier in Obsidian verwandeln lässt und mit Pistons den Rest einfach aufschiebt, dass da keine Lava durchkommt. Und dann tut einfach die Dispenser die Lava wieder einsaugen und alles ist Paletti. Und dahinter haben wir noch eine Reihe Hopper, wo jedes Obsidian-Stückchen, wo dahinter flutschen könnte, auffangen und in die Kiste verfrachtet. Und das funktioniert natürlich auch, wenn man gar keine drin hat. Das ist einfach eine Sicherheitsmaßnahme, dass man nicht sich selber und andere Mitspieler, falls man von uns aufbildet, mit Lava in Gefahr bringt. In dieser Kiste ist alles, was ihr für für den Obsidian-Generator braucht. 9 Repeater, 21 Redstone, 7 Hopper, 5 Dispenser, ein Chest, ein Stone oder irgendein anderes Slab, ein Button und 5 Sticky Pistons, 5 Lava-Kübel und Wasser. Und 2 Wasserkübel ergeben halt unendlich viel Wasser, darum jetzt mal 2. Und natürlich Building Blöcke, wo ihr das Ganze werdet aufbauen. Ich habe Stone Bricks genommen. Ich mag Stone Bricks einfach. Und es sollte kein entflammbarer Gegenstand sein, weil ja, wir arbeiten mit Lava, ist nicht so gut. Das Ganze hat auf einem 9x7 Feld Platz. Mit allem Redstone, mit dem hinten raus. Und ja, fangen wir am besten gerade an. Zuerst platzieren wir 5 Steine auf dem Boden, beziehungsweise 5 Blöcke einfach. Auf die 5 Blöcke drauf kommen 5 Sticky Pistons und auf die Sticky Pistons kommen nochmal 5. Das sind die Blöcke, die noch nicht Lava werden zurückhalten. Dann hinter die unteren Blöcke an kommen je ein Repeater mit 0 Ticks quasi und eine Redstone-Spur. Die verbinden wir nachher noch. Vorne an kommt dort, wo man drauf steht, kommen halt Blöcke. Die gehen wir eins raus und rauf. Und zwar auf beiden Seiten da. Da kommt der Button an, der wird nachher alles bedienen. Und da gehen wir nochmal 2 rauf und 5 Dispenser direkt oberhalb von der Pistons platzieren. Auf der Hinterseite vom, das da hier ist der Button, also dort ist der Button dran, kommt ein Block, dann ein Block rauf, dann nochmal ein Block rauf und der Block, den wir vorne da platziert haben, ersetzen wir durch einen Stone Slab. Dann ziehen wir die Unterreihe durch und platzieren da oben noch eine. Und in der inne, haben wir kein Hopper, sondern 4 Repeater mit 4 Ticks, also mit vollen Ticks. Dann vom Button aus kommt eine Redstone-Spur auf zu der Repeater und über das Stone Slab auch über Dispenser. Das macht, dass mit dem Button drücken, kommt Signal, geht direkt über Stone Slab, weil Stone Slabs können das Signal von unten auf durchlassen, aber von oben aber nicht. Geht das Signal direkt an Dispenser, die tun die Lava raus. Und sobald alle Repeater durchlaufen sind, gibt es einen zweiten Impuls, wo die Lava wieder einsaugen lässt. Und damit es keinen Kreislauf gibt, also wo ewig geht, hat es da ein Stone Slab, wo Signale nur in eine Richtung durchlässt. Und auf der anderen Seite gehen wir eins runter, dann nochmal eins runter,
noch eins runter, über, runter, runter, den können wir wieder löschen und verbindet einfach das unten dran mit unseren Repeater oben dran. Das wäre eigentlich schon alles Redstone-ige. Jetzt fehlt nur noch die Hopper, die auffangen, falls jetzt irgendwann mal sollte eine dahinter runterfallen, weil da kommen wir nachher nicht mehr an. Die fließen dann da in die Chest rein. Und die Chest verbinden wir mit Hopper gegen hinten. Und die bilden gleichzeitig auch Barriere fürs Wasser, damit nicht alles Redstone weggespült wird. Dann wenn wir da die Seite noch zumachen, auch wieder wegen dem Wasser. Und wir gehen da einmal rundherum, da können wir auch zumachen. Jetzt muss das Wasser von irgendwo kommen. Man könnte es theoretisch auch da schon draufsetzen. Es muss einfach gegen runter fließen, damit der Trick mit dem Redstone funktioniert. Was ich aber festgestellt habe, ist, dass wenn man meistens Diamantenspitzhacke hat, wo auch Efficiency drauf hat, tut man gescheiter noch 3 Blöcke weiter hinten bauen und erst dann einen gegen rauf. Und das Wasser, weil dann tut man nicht die Blöcke, die hinten sind, kaputt machen, wenn man einfach mal nicht aufpasst oder ja, weil mit Efficiency ist das mal schnell passiert und wenn man halt so eine langweilige Tätigkeit hat wie Obsidian abbauen, weil das tut halt immer noch lang, aber wenn man es jetzt schnell mal kann machen und dann tut man die hinteren Blöcke wenigstens zerstören. Für die es vielleicht gemerkt haben, die Blöcke da und jedenfalls der hier, sollte man nicht an tun, weil sonst wird die Redstone-Linie da abgekappt. Und ja, dann gibt's kleine Probleme von wegen Lava und so. Also, da kein Blöcke, sonst böse. Das einzige, was jetzt noch fehlt, ist das Wasser, das von da hinten runtergeht. 5 Wasser kommen wir da rein. Den zubauen müssen wir zwar nicht zwingend, aber ich will schon. Ich meine, es kann immer noch irgendwas reinkriegen, zum Beispiel eine Spinne, falls es draussen macht, oder was auch immer. Zubauen ist immer gut. Und jetzt sind wir eigentlich auch schon fertig. Noch Lavakübel, je ein Lavakübel da rein tun. Und geben wir im Ganzen einen Testlauf, so mal mit 2 von denen. Und pop, es funktioniert. Also, falls euch das Tutorial gefallen hat, oder falls ihr Anregungen habt, Wünsche oder irgendwas anderes, schreibt es in die Kommentare. Und ja, man sieht sich beim nächsten Tutorial wieder. Tschüss!